Noven zusammen. Und alles klar soweit. Heute müssen wir mal gucken, dass wir den einen Lavatroll da gebatscht kriegen. Und dann gucken wir mal, ob wir den schön cheese kennen, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, schön mit der Faust verdruspeln. Also, viel Spaß. Wir haben jetzt auf dem Plan die nächste Runde. Und da haben wir jetzt, da hinten sieht man den schon, der so wabernde Lava-Tentakel hat. Den Bossgegner haben wir am Start jetzt. Und den müssen wir jetzt halt irgendwie versuchen platt zu machen. Wird schwer genug werden, aber vielleicht bekommen wir es ja hin. Also, meine Idee wäre jetzt eigentlich folgende. Erstmal würde ich gerne wissen, ob ich hier irgendwo eine kleine Abkürzung finde. Ja, das ist mir alles ein bisschen hoch. Kriege ich nämlich direkt schon wieder Energie abgezogen. Das muss hier nicht sein, sagen wir es mal so. Also nach wie vor bin ich der festen Überzeugung, dass man da irgendwie so dass wir den irgendwie cheese können. Also das heißt quasi nicht so richtig bekämpfe, aber halt schon bekämpfe. Aber ohne, dass mir dabei sterbe. Quasi. Also ja, ich weiß nicht, man könnte vielleicht auch seine Fehler im Spiel ausnutzen. Aber bisher kommt der jetzt schon. Das ist mir aber neu. Ich wollte mal gucken, ob man da hinten nicht noch irgendwo ein paar Seelen am Start haben, die wir insammeln müssen. Wenn ich jetzt hier so durch die Schlucht hier laufe, wie ist denn das? Tut der dann da von hinten quasi so Lava-Gedöns drin schwade? Wo sind meine Seelen eigentlich? Ah, Alter. Da hinten am Arsch der Welt. Das hat eigentlich jetzt weniger. Ja gut, es war jetzt nicht so viel, ne? Aber okay, nichts passiert. Ich habe jetzt gedacht, okay, was macht er jetzt? Aber er hat nur ein bisschen wie soll ich denn sagen? Lava geschluckt. Ja, ne, genau so hatte ich quasi, das war die Befürchtung, ne? Dass es quasi wie so ein Trichter ist, wo sich die Flamme so durchfresse. So, jetzt hau mir O'Shea ab. Er soll gerade fett bleiben. Wir geben O'Shea die Pfanne an der Anfang, wenn wir dann unsere Seele verlieren, haben wir die direkt wieder geholt quasi. Sollen wir wo hier so Schlabbertränkchen nehmen? Schla. Wie? Nein, steh auf. Ich nehme mal Schlabbert. Ränkchen. Neuens direkt hinterher. Au, das wird weh, du. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Hanex, wie stehen gemacht, ne? Mit der bloßen Faust schon nicht dem Gap. Ja, ich bin halt ein Schlägertyp, da gibt's nix. Lustig, dass das funktioniert hat. Ah ja, gucken wir ihn an. Lava. Die fließt jetzt weg, oder wie ist das? Oder härtet aus. Sehr schön. Das heißt, können wir uns da unten durchschlängeln? Menschlichkeit, sehr schön. Was kriegen wir auch Seele? Oder war das jetzt, weil er gestolpert ist und das Bike stoppt? Ah, doch, 20.000. Hallo. So, jetzt pass auf. Jetzt können wir da wieder ein Wäffelchen in an den Start bringen. Und dann nehmen wir da unser gerades Dracheschwert. Und könnte man das jetzt eigentlich nicht irgendwie mal aufleveln? Ich glaube. Ich wollte gerade schon sagen, jetzt komme ich nicht mehr hoch oder was? Ich glaube 20.000, ne 10.000 kostet das, ne?
Das würde ich jetzt auf jeden Fall mal investieren, würde ich sagen. Jetzt ein bisschen blöd, dass man da so Umweg gehen muss. So nicht jetzt so Treppchen sind hoch, ne? Jo, ich weiß nicht. Ich glaube auf 5 oder so wird man das auch drehen, ne? Da müsste man vielleicht mal gucken, ob man so ein paar Drache-Stager farmen kann. Das mich dann wahrscheinlich in dieser komische, bei denen Drachenviecher sind, bei denen blaue, für die ich mich noch nicht so richtig bereit fühle, sozusagen. Jetzt müsste man eigentlich überlegen, ob man da nicht vielleicht das so auflevele, dass man, jetzt brauchen wir 2, ne? Und jetzt haben wir überhaupt keinen mehr. Das ist natürlich blöd. Zum Aufsteigen, wie viel brauchen wir da? 24, na gut, das ist ein bisschen viel, ne? Haben wir noch irgendwas im Petto? Aber ich glaube, die hatte ich irgendwie alle rausgehauen, ne? Ja, da die haben wir. Ja, das ist natürlich nix. Jo, was weiß ich, steht an Sahn, muss das da Haselnuss? Das sieht aus wie Haselnuss, ne? Ja, gut. Also ich steht jetzt Sahn, mir gehe sie erstmal mit denen 5 gucke. Und leid schon so Ding. Kann man eigentlich auch durch rechts runter? Sieht eigentlich eher nicht so aus, ne? Gut, sonst ich mich verlaufen, welchen hier wo ich alle muss. Ah, du. Nee, du kannst nicht lang gehen, oder? Du rechts. Nee, das geht nicht. Ich gehe da unten lang, wo jetzt die Lava weg ist. Und dann gucken wir mal, was du am Start ist. Ach ja, jetzt, wo ich ihre Kollegen abgemurkst habe, jetzt kommen sie angeflitzt. Schlapp's hackt. Ganz Zeit nicht kommen, jetzt brauche ich euch auch nicht. Schlapp's geht los. Man könnte natürlich auch mal überlegen, ob man so quasi so Anrufungen oder so Gedöns mal an den Start bringt, oder wie das heißt. Dass wir da oben den oberen Slot, also über dem Estos Flakon, dass wir den, ach guck mal, das sind überall von den Dinger. Dass wir das vielleicht mal so ein bisschen, wie sagt man? Also dass ich mal so ein kleiner Buff kriege. Quasi. Seele vom Griecher. Das ist gut. Griecher, Seele, können wir immer gebrauchen. Ah jo, der vorbeigeschlagen. Und wie der vorbeigeschlagen. Der hat gesagt, ne? Ich würde gerne hinter gehen. Das hat er geil gemacht, ne? Genau im richtigen Moment weggesprungen. Der Kerl. Stopp mal. Guck mal, der hat die jetzt quasi noch so gut wie gar nichts abgezogen. Haben den doch jetzt mal getroffen. Jetzt habe ich gerade mein Schlappertränkchen genommen, wie er angehupst gekommen ist. Ich muss halt auch ein bisschen aufpassen, schon dass ich jetzt irgendwie rückwärts irgendwo runterfalle, wo ich gar nicht runterfallen will. Aha. Jetzt hat er Respekt gekriegt, ne? Und ich gerade gesagt, und dann der Scheißdreck. So, wie viel gibt der jetzt? 800. Aare Witz, ne? 3 Estos Flakons gebraucht. Was gibt's? 300. Zählte, ne, 800 zählte. Schiss ist das. Ja gut, da geht's da runter, aber da hinten waren da auch noch irgendwie so Schokobelger da hinten. Was ist denn mit denen? Hier joggen. Was sind das für Viecher, die da dazwischen sind? Erinnere mir uns an die. Kennen die durch Lava, ohne dass sie kaputt gehen? Ah, jo, kennen sie durch Lava. Das ist auch so, ne? Das ist so wie Fischers Fritz fischt frische Fische. Durch Lava. Sauber. Den haben wir schon mal. Ach, jetzt bin ich verbrannt.
Da hinten war aber auch noch eins, ne? Glaub ich. Mein ich. Denke ich. Ich gucke mal von da oben. Da hat man ja ganz schöner Überblick. Soll man vielleicht doch eine andere Waffe nehmen? Ich weiß ja nicht. Ach, das ist einfach alles scheiße. Ich hatte gemeint, da oben wäre noch so ein Ding gewesen, da hinten. Und da geht's aber auch lang hin raus, ne? Also mich mir ja schon immer gucken gehen. Aber ich finde es natürlich keine Lust, die im Armee da anzudrehen. Muss es ja auch irgendeinen Trick geben, dass die vielleicht auf halbem Weg abnibbeln oder so. Da hinten ist noch so ein Ding, ne? Das will ich auch noch. Das hat schon mal nicht funktioniert. Also ich hätte halt gern, dass zuerst mal einer kommt und dann gucken wir mal, was der so drauf hat. Das wäre so meine Wunschvorstellung. Das Problem an der Geschichte ist jetzt nicht... Es ist einfach das falsche Timing. Fertig, da gibt's nichts. Das ist einfach das falsche Timing. Ah, super. Schon allweil habe ich schon gedacht, shit, jetzt trifft er mich noch immer. Aber hat er nicht gepackt. Sag mal, ich finde den fand ich jetzt irgendwie leichter wie du hinten denen. Und der du gibt 400 Seele mehr. Das ist doch auch irgendwie immer so ein bisschen merkwürdig, oder nicht? Naja, gut. So. Hat er mich? Ah, jo, hat er mich. Sauber. Kommst gerade ein bisschen vor. Guck mal, da haben wir viel mehr Platz zum Bewegen. So. Und Batsch. Ich habe jetzt nicht so ganz mitgekriegt, was mich da eben getroffen hat. Also ich habe hier irgendwie so, ey, 2 Mo habe ich so ein bisschen abgezuckt. Nicht viel, aber gerade so, ne? Aber der hat die jetzt in dem Moment nicht geschlagen, hat und nichts, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht eine Zehennägel nicht geschnitten, da habe ich mich da dran irgendwie... Ja, gut. Kommst du da her? Einer. Sehr gut. Wir wollen es nicht gleich übertreiben, ne? Immer schön einer um andere. Jetzt gucken wir dumm, wo wir sind. Jo, es wird langsam. Und zack. Ach, shit. Ja, das ist halt, wenn der grüne Balken leer ist, dann ist halt einfach scheiße. Ich schon gerade in dem Moment habe ich auf Springe gedrückt, ne? 20.000 Seele fort. Zack, gerade so, ne? Als Dätsche Stück Geld ins Feuer werfe, ne? Was viel ärgerlicher ist, als dass die 20.000 Seele fort sind, als dass ich jetzt wieder von vorne anfangen muss. Ich weiß gar nicht, warum ich da manchmal dann einfach so komplett nebendran bin mit dem Timing. Also richtig. Wobei ich fand, das war eben, so viel war es nicht, aber es ist halt in dem Spiel wirklich Millisekunden und dann kriegst du halt ab, fertig. Dann kriegst du halt auf die Fresse. So kennen die dann auch nichts, ne? Sind die jetzt wieder alle da oder sind jetzt 2 weg? War das eben nicht mehr? Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, oder? War eben mehr, oder nicht? Mehr schon. Reicht das? Ja, gut. Also 5 Stück, ne? Bin ich richtig, 5 Stück.
Ja, das ist einfach Scheißdreck. Schon auf, ich verstehe das nicht. Schon noch ewig jetzt wirklich auf Springen gedrückt. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen näher. Nicht abhaue. Jawohl. Schön Rambazamba. Ach, was muss der dann jetzt auch wieder in dem Moment und wieder habe ich auf Springen gedrückt? Wie geht denn das jetzt? Der hat den Boden gehauen vorbei, ne? Ich war hier in dem Moment gesprungen, deswegen hat er mich nicht getroffen. Und in dem Moment, wo ich aufsteige, tot. Hat er die Axt ziehen, da hat er Schreck geredet und das hat dann gereicht. Gut, so viel Energie hat er nämlich gehabt, ne? Ist dann so bei, wenn du dann auf RBTV so Pen and Paper guckst, ne? Der hat gerade halt noch einen Lebenspunkt gehabt. Hat er sich erschreckt. Stopp. Ich glaube, die sind nicht mehr, wa? Also, ich meine, die zwei, die schon umgebogen haben, wäre dann nämlich zurückkommen. Vorhin kam mir das irgendwie mehr vor. Wenn er nicht? Ich meine schon. Wenn wir jetzt mit unserem Langbow gerade so rüberschießen könnt, ne? Das wär's. Aha. Ah ja, sauber. Kommst gerade her, mein Lieber. Ja, schon halt irgendwie auch immer ein bisschen Schiss, dass ich irgendwie so hin und runter hupse irgendwo, ne? Ich tu mich da irgendwie verletze, weil ich da irgendwie, keine Ahnung, das ist an dem seine Zehennäschel. Du kennst ja mir jetzt sagen, was ne wolle. Kennen ja mir jetzt sagen, was ne wolle, das sind die Zehennäschel. Das ist einfach scheiße, wenn man keine Reichweite hat. Schon wieder, ne? Ich wollte gerade sagen, ich hatte gedacht, es reicht, aber jetzt trifft er mich doch noch mal. Hat er dann aber doch nicht gemacht, ne? Sehr löblich, muss man sagen. Jetzt hätte ich gern, du, welche was kommt? Du bist doch ganz nah eigentlich. So, kommst du mal daher? Ne, einer. Ja. So, einer reicht gerade. War der Amo irgendwo ein Bossgegner? Der Anne, das ist hier der vom Hinterhof. Ach, jetzt kann ich nicht hinter gehen. Aua. Ist aber ach, wie stellig. Jawohl, tschüss. Fahrt mit dir. So, Schlapperdrängchen nehmen. So, pass auf. Das geht mit dir ab. Packen wir das so. Jawohl, ey, Punkt haben wir abgezogen. Der ist schon halb tot jetzt. Ist ja gar keine Herausforderung mehr. Ah ja. Ja, dumm geschwätztes Kleine. Dass der sich auch immer in so eine dumme Richtung drehen muss. Ja, ich kenne das Gefühl, wenn er zu kurz ist, ne? Das Schlimmste ist in dem sein Zehennäschel. Ach, jetzt... Nee, jetzt wart. Der braucht aber auch immer ewig, bis er mal aufsteigt. Komm, das hat keinen Wert. Ich zieh die Dabisch-Rob zieh ich jetzt nochmal aus. Der soll ruhig nackig da rumlaufen. Dann soll er mal ein bisschen agiler sein. Wieso geht die auf keine Kuhhaut das da? Wie lege ich das Ding ab? So. Mal gucken. Jetzt sind wir bestimmt gleich ganz anders im Geschäft. Ah ja, guck mal, wie agil wir jetzt sind. Ja, so macht das schon gleich wieder viel mehr Spaß.
Jetzt kriegt er auf die Schnuss. Wie viel sind's? Ah jo, die bleiben fort, die Luschke. Sehr gut. Das ist doch einwandfrei. Da haben wir jo alle, also alle Zeit der Welt. Ist jetzt nur ärgerlich drin wie die 20.000, ne? Die hätte ich so direkt am Anfang hole jetzt so, ne? Aber, das ist halt immer... Dann, welche, dann hole ich direkt die anderen 2 Helden vor den Schnuss. Und dann sterbt ich direkt wieder und dann war es für der gerade für die Katz, ne? Ach, 3 habe ich abgezogen. Ah, jetzt ist er aber wirklich schon fast tot. Oh, guck mal, jetzt läuft er, ne? Jetzt ist er schwierig. Jetzt läuft er Mitte durch die Pampa. Und zack. Das sind dem seit dabische Zehennäschel. Da können wir jetzt sagen, was in der Wolle. Labertränkchen. Ach, ich bin doch gesprungen. Das ist doch beschisses, das doch. So, jetzt komm her. Jetzt ist aber Schluss mit lustig, du. So, tschüss. So. Dann wäre du links der dran. Packen wir das so. Ja, stark. So, jetzt gehen wir wieder Shadow zurück, ne? Warte mal, bis der andere Held angeschlappt kommt. Deine Hände. Macht er wieder den Hupser. Dann hupst er wieder vorbei. Du mal warte. Wir müssen jetzt ein bisschen grüne Dings sammeln. Jawohl, und er das sieht, das ist wie aus einem Guss ist das alleweil gelaufen, ne? Genau so muss das sein. Schön, einwandfrei. Stark. Komm, den machen wir da hin, oder? Ist ja auch ein bisschen Platz, ne? Das reicht doch. Das so hat du der andere Held gestanden, hä? So, du mal ein bisschen Abstand gehe. Jawohl. Ach, die haben doch gar nichts drauf. Was willst du da mit denen? So. Wie kommen wir jetzt hin an? Ohne dass wir uns die Zehennägel verbrennen. Der Leid ab Mitte drin, hä? Von der anderen Seite ein bisschen kürzer, oder? Sonst gäbst du aber nichts, ne? Ah, so geht's die runter. Ja, wie kommt der dann Mitte in die Lava rein? Mitten in. Ach, was ein Scheiß. Die Chaosglut. Die haben wir gebraucht, wahrscheinlich, ja. Gut, an die Seele müsste man wieder drankommen. Die sind ja quasi, also die 10-Sekunden-Regel, ne? Die kennen wir ja. Die Seele sind immer das, wo man quasi 10 Sekunden von bevor man gestorben ist. Das haben sie, finde ich, eigentlich gar nicht so dumm gemacht. Also, weil wenn du dann irgendwo runterfällst und du sterbe, dann hast du an für sich noch eine Chance, an der Seele dran zu kommen. Jetzt du hinne, holen wir jetzt die 9000 Seelen wieder. Dann tun wir dem anderen Held da hinne. Wo war er dann? Naja, auf jeden Fall sagen wir hinne dem dann nochmal Hallo. Und dann gehen wir da runter in die Fabrikhalle. Ist nur ein bisschen ärgerlich, dass mir jetzt so lange da hinterlaufen muss, ne? Ich sehe die noch nicht. Eigentlich müssen die jetzt da hinten irgendwo leihen, ne? Ah, jetzt kommen sie langsam. Ja, ist schade, ne? Wäre jetzt schon wieder ein Level dabei gewesen, ne? Aber so halt nicht.
Die Lavaströmchen da und den Fels, ne, das sieht aus wie so Adere. Also Lava-Adere. Also wie so Blutadere quasi. 8,4 war das eben, nicht 9 noch was. 9 Silber oder so. Habe ich mich da wieder verguckt. Die haben 1, 2 Gap. Ja, es wäre dann Silberstick gewesen oder so, hä? Geht das? Kann man so rumlaufen oder das mischt gehen, oder? Ja, ich glaube schon. Eigentlich ist das doch hier der ideale Level, wenn der so nackig da rumläuft, ne? Das ist hier bestimmte Bulle-Hits, wenn du überall die Lava links und rechts ist. Und der andere mit seinen 2 Sense ist also da. Wie sieht denn das bei dem aus? Kann der durch Lava gehen? Oder nippelt der dann ab? Probieren wir jetzt mal aus. Ach jo, was lave ich so weit fett? Hätte ich nicht so weit laufbar, um zu sehen, dass jetzt durch Lava gehen kann. Ach, warum kennen die dann so Sachen und ich nicht? Das ist doch beschiss, ist das doch. So, ah ja gut, wenn du das Schwert beidhändig nimmst, kriegt er dann schon auch mehr abgezogen, würde ich sagen, ne? Aber, wo muss ich denn an? Ah. Aber, vorhin war das irgendwie langwieriger, ne? Naja, gut. Jetzt ist jetzt halt wieder die Frage, ne? Wo kommt da jetzt das nächste Leuchtfeuer? Weil, sonst wäre es halt, ne, wenn du das jetzt wischst, dann kennst du halt angehen und kennst halt offen das halt auf Stufe 10, also dass du 10 Flakons rauskriegst. Aber, und so viel auf Aimo wieder. Und ich schon doch keine Pfeile mehr und nix. Komm, fall du gerade runter. Ja, hast du Lust oder was? He? Komm da jetzt, Mo. Bist doch ein Schlafkopf. Du darfst jetzt auch stehen bleiben, bis du tot bist. He? Ich würde mir gerne in den Kopf schießen, ne? Aber das treffe ich irgendwie nicht so, ne? Hatte ich dir nicht eben mehr abgezogen? So 25 oder so beim ersten Schuss oder 24? Ja, hopp, Kerl, ich schon jetzt aber auch keine Lust, mehr ganze Pfeile für dich drauf zu hauen. Jetzt komm doch einfach mal da hochgelaufen. Ich weiß nicht. So. 3,50 ist dann schon ein anderes Watt, ne? Die 20 oder 24. Das tippt dann schon mehrere, ne? Das muss man echt sagen. Jawohl, 3,50. Guckt das an, wie sie so Stecke in der Halsschlagader macht und was aus. Ne, steht da wie eins, noch immer. Der Schwanz von denen Viecher, der hat schon so ein bisschen was von denen Schwänze ja aus Aliens. Aliens heißt. Oder? Meint er nicht? Ich finde schon. Kommt denen. Machen wir so, oder? Das kriegen wir hin. Um genau 10.000. Als hätte ich es gewollt. Rennen wir zurück, hä? Aber das ist schon ein langer Weg gewesen. Ehren, ne? Der hat Hufe an, ne? Deswegen kann der so schnell laufen. Ach, jetzt wird er abgebrochen. Ja, das ist halt schon blöd, du. Was ist denn das, du ungefähr Vieh? Tschüss. So gefällt mir das. Bist du tot? Jo, bist du tot. So, sieh nicht das Vieh, du. Das sieht aus wie riesig Kellerassel, oder nicht? Uah.
Und schon gar keine Lust drauf. Können wir das irgendwie umgehen? Ja, und bleib stecken. Doch nicht. 35, naja. Der ist aus Steh oder was, ne? Das hört sich irgendwie so dumpf an. Wenn mir du vielleicht ein bisschen näher gehst, dass der noch mehr Abzug kriegt. Ja, ist mehr wie 35, kriegen wir nicht auf die Reihe, ne? Kann ich halt kaum noch feilschen. Ich habe doch erst 480 Pfeile oder so K. Wo sind die dann schon wieder alle an? Ja, ich weiß, wo sie sind. Ich stecke in dem 8-köpfigen Drache drin. 900, naja, ist jetzt das. Naja, ich weiß nicht. Gut, jetzt ist halt natürlich die Frage: tun wir uns da auf den Dash quälen? Oder springen wir dort auf der Seite runter? Ich hätte hier wirklich gern, um Pfeile zu sparen, dass er wirklich dann jetzt nur zu mir kommt und ich draufschießen kann. Also schlagen kann. Gut, das war schon mal vorbei. Am liebsten wäre es mir, die draufschlagen. Dann kann ich nur hinten ausweichen, dann kann ich ihm einer geben. Dann kann ich wieder also Retour springen. So. Gut. So gefällt mir das. So, um die Ecke steht auch noch einer, ne? Das ist die Frage, wie die jetzt getriggert wäre. Weil der mich. Ja, das ist. Das interessiert ja nicht, wenn diese Pfeile in der Nose stecken hat, ne? Dass die dann muss sagen, wo kommt denn der her? Gucken wir mal, wo der herkommt. Nix. Ah, hier, jetzt kommt der. Manchmal springt der aber auch einfach nicht, ne? Zumindest nicht, wie ich es beauftrage. So, stark. Gut, und ist noch so einer, jetzt du Loch oder was? Ist doch Scheißdrecks das doch. Alter, ich kann doch wirklich nicht mehr wie wegspringen. Ja, hier diese Wand, ne? Du kannst nicht abhauen. Ja, ist scheiße gelaufen jetzt, ne? Schied er gerade recht, ey. Hätte er Frechheide. Ja, da ist nichts zu holen, ne? Nein, na, der ist nicht. Ich hätte so ein bisschen die Befürchtung, dass mein Schwertchen bald noch eine Reparatur bedarf. Ist hier so ein spezielles Obermagerschwert quasi. Was bist denn du für eine? Kenn ich dich? Hast du dich mir schon mal vorgestellt? Okay. Bis jetzt bist du noch nicht so beeindruckend. Ich sah sie nur. Ja gut, 300 mehr war ich auch nicht wert, ne? Was ist denn das? Alter, das sind hier lauter Kellerassle. Die sind so wie die Stofane kaputt gemacht haben wahrscheinlich, hä? Ach, guck mal, das Leuchtfeuer. Herrlich. So, bevor wir uns dort jetzt hinhocken, nehmen wir uns das Ding da. Dann rasten wir.
Dann würde ich sagen, du mal die Ausrüstung repariere. Och, jo, gut, das geht ja noch. Wir hocken uns nochmal hin und gucken mal. Teleportiere. Wo kommen wir dann überall hin? Kammer, Tochter, Altar, Steindrache. Das ist der Anna da hinten wahrscheinlich, ja? Aber du ist jetzt nichts so in der Umgebung, also in der näheren Umgebung quasi, ne? So, ist das ein Vieh oder sind das mehrere Viecher? So von da sieht es eigentlich aus, als wäre es ein riese Vieh, oder? Was passiert, wenn ich da Pfeil drauf schieße? Okay, nix. Bewegt sich nicht, ne? Ist jetzt die Frage, lebt das Vieh noch? Oder ist eben nicht gezuckt? Ich kann nicht erkennen, ob das eins sind oder ob das mehrere sind. Du bist doch auch ein schlechter Witzkerl. Bewegt sich das? Nee, oder? Das ist tot, oder? Ach, du isst ja die ganze Treppe mit den Witzfiguren voll. Ja, das wird auch wieder so Falsen von einer ist Witz und zwei sind nervig. Ach, Feuer Maria. Wow. Fast hätte ich mich gehabt allebei. Kollege, du hast ja allebei wirklich ein schönes Timing gehabt. Ein Loch mit in der Treppe. Sehr schön, da reicht mein Ausdauerbalge genau für so einer Platz zu machen. So bleibt das Feuer im Hals stecken, ne? Brennt ganz schön, ne? Och, wo kommst du dann jetzt her? Nee. Schön da hoch, wo ein bisschen Platz ist. Komm. Ach, ich weiß nicht, so viel Platz ist da aber auch nicht, ne? Und die ganze Pfeiler im Weg. Am geilsten wäre es halt, wenn er an den Pfeiler gerade hängen bleiben geht. Jetzt bin ich da am Pfeiler hängen geblieben, genauso wie ich es eigentlich nicht tun wollte. Die Hoffnung wäre ja eigentlich gewesen, dass der hängen bleibt, ne? Nicht ich. So, der wäre schon mal weg. Jetzt war da links aber doch noch so erhellt. Da hinten ist auch noch so Gang, ne? Der rechts, der steht da, der bestimmt auch nicht ohne Grund. Machen wir ihn jetzt als erstes. Oh Gott, was ist denn das für ein Kellerassel? Kannst du dich bewegen oder nicht? Das treibt mich jetzt eher nur links, muss ich sagen. Am liebsten wäre es mir, steht den Kollege dabei hole. Der wird dann quasi der Kellerassel vor die Schnusslarve. Und die wird eine auffressen. Ach so, der kommt gar nicht hinterhergelaufen. Ah jo, natürlich. Was ist bei dir? Naja. Wenn ich dort näher dran gehe, was passiert dann? Okay. Aber jetzt mal was anderes. So, kann ich da überhaupt hochlaufen? Jo, das geht. Na ja, gut. Jetzt weiß ich natürlich nicht.
Aua. Nee, bitte nicht so links irgendwie runterfalle jetzt. Also viel abgezogen ist dem Vieh jetzt nicht, ne? Oder? Das ist halt die Frage, ne? Ja gut, okay. Nein! Das habe ich nicht kommen gesehen. So. Das habe ich nicht kommen gesehen. Das ist manchmal halt so ein bisschen ärgerlich, finde ich, ne? Also, du kämpfst, ne? Du denkst, ah ja gut, die tut so ein bisschen spucke und wenn du zu nah bist, tut sie eben mit dem Kopf drauf batschen. Alles klar. Und dann denkst du auch nichts Böses, da kommt der dritte Move, der quasi komplett neu ist. Da Feuer kann ich gerade behalten. Ja. Das war mir jetzt ein bisschen zu viel auf Emo. Gut, der eine mischt die auf Fatze, ne? Der eine Golem oder wie man die Dinger da nennen soll. Die habe ich schon vorhin festgestellt, wenn die... Ah, doch nicht. Ganz Zeit da hinten, ne? Die ganze... welche, wenn sie tot sind, bleiben sie fett. Da natürlich nicht. Kann ich dich auch auf nichts instellen. So. Gut, das hätte man geklärt. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Jetzt kommen wir natürlich so schnell wahrscheinlich nicht an unser Dinger da dran, ne? So. Wo ist der schöne Kopf angeknüpft, hoffentlich jetzt. Ja, du könnt auch so 4 rauskommen, ne? Kommt der jetzt? Kommst du gerade ein bisschen drauf? Geht das? Kannst du auch so zu dem anderen Vieh Larve, das kann dich gerade auffressen. So widerständig sind es dann aber auch nicht zu gehen, ne? Nee, jetzt nicht abhauen. Du warst doch jetzt schon so weit. Dann trau dich doch, Armo. Gut. Sehr schön. So gefällt mir das. Du hast getroppt. Das sind so ein bisschen knauserig, finde ich, ne? Also so Dark Souls 3 oder hier Elden Ring. So ist, wenn dann der Gegner gestoppt ist, die haben da wenigstens ab und zu mal was Falle gelost oder so, ne? Aber das sind sie schon jetzt hier ein bisschen knauserig, ne? Finde ich. Ein bisschen geizhalsmäßig unterwegs. Wieder am Zehennägel gestochen, ey. Er kennt sich aber wirklich mal schneiden. So, was ist da? Das sieht doch so aus, als kennt man das. Nee. Du auch nicht, ne? Alter, wo kommst du dann jetzt her? Was sind du hin? Tot oder was? Hey, ich die ganze Zeit reagiert er nicht und dann bin ich... Hey, du bist aber instant tot, ne? Ist jetzt nicht so, als hätte ich kurz die Energie leicht, ne? Ja, was weiß ich, wie soll ich jetzt, schlagen und dann wieder weg oder was, hä? Och, jetzt muss ich die eine ganze scheiß Normo machen. Die denken sich so scheiße aus, ey. Stehen jetzt schön. Falsche Richtung. So, stopp. Jetzt muss ich zuerst mal die grüne Balke aufladen. Ach, jetzt bin ich noch reingelaufen. Schon gedacht, es geht reichen. Eigentlich sind die hier Witz, ne?
Ach, da ist noch einer. So, jetzt kommt der andere. Ah, hier kommt der. Jup, jup, jup. Und vorbei. So, wenn du es so machst, geht es eigentlich, ne? 2 Schläge, also zuerst ausweichen, 2 Schläge, zurück, dann bis er wieder schlägt, dann zack, 2 Schläge und so, ne? Weil da ist halt ein bisschen eng, ne? Ja, die Geschichte. Ja, aber manchmal sind sie dann schon widerlich, ne? So ziehen sie dann halt schon mehr durch, ne? Auch schon auf Springen gedrückt. Das ist halt manchmal echt nervig, wenn man auf Springen drückt, aber es funktioniert nicht. Wieder auf Springen gedrückt. Wenn man auf Springen drückt, dann müssten sie doch auch wirklich dann mal springen. Und der grüne Balke kann jetzt eigentlich auch nicht leer gewesen. Der ist schon wieder auf Springen gedrückt. Komm doch runter jetzt. Hopp. Du musst warten, bis der Seelenlevel weg ist, ne? Wenn du nicht wartest, bist du ruckzuck da links runtergefallen. Das ist einer, ne? Das ist ein Kid 2, das ist einer. So. Dabei habe ich schon kurzzeitig Schiss gehabt, dass ich zu kurz war. Noch einer, komm, noch einer. Jawohl. So. Ah, ich hab gedacht, ich hätte sie erwischt. So. Jetzt weiß ich nicht, dass du wird ja auch nichts bringen, ne? Hopp, was soll das dann? Ich bin nur ausgewischt. Was hat denn das Vieh für eine Reichweite? Ich glaube, es geht los. Habe ich keine Lust mehr. Jetzt geh nicht du an, jetzt mache ich die Platten, dann tue ich an dem Vieh einfach vorbeilaufen. Hey, die 900 Öcke, wo das gibt. Also wirklich. Und der wissen ja, was ich mache. Ach, du bist jo. Oh, stopp. Ich hole mal Speer raus. Heimwaff. Bunsenbrenner, dich kenne ich brauche, wenn ich hier so Creme Catalana mache oder sowas. Schön, aber drauf kann ich das ein bisschen anflemmen. Nix gibt's. Ja, mach schön den Mund zu. Du musst warten, bis er schlägt, aber dann hast du halt auch die Gefahr, dass er dich halt trifft, gut, ne? Ja, so ist gut. Ja, und jetzt? Du die Schnur für Ausgabe.
Und vorbei. Ah, ja, das ist halt, wenn du groß klappst, ne, dann kriegst du halt auf die Fresse. Ach, das ist doch Scheißdreck jetzt. Guck ich mich gerade hin an, fertig. Dann kriegen wir nämlich vielleicht unsere Seele wieder. Ach, das Ding, das tut mich noch immer so ein bisschen figgerig machen, muss ich sagen. Das ist irgendwie, das sieht so aus, als würde das auch noch irgendwann in den Kampf ingreifen wollen. Ja, was geht mit dir ab? Okay. Ja, aber guck mal, der Doof, der kommt runtergehupst, ne? Ach, komisch, oder? Ach, 3 Schläge. Hei, 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 jetzt ist er schwierig. So. Ach, du willst gar nicht. Ah ja, dann. So, der nächste. Komm da her. Hol dir dein Schläge ab. Zeit gibt's 4 vom Preis zu 3. So. Ach, zu früh gesprungen. Das ist einfach Scheißdreck. Denn hol doch aus und dann schlag. Mach doch du jetzt keine Aktion draus. Jo. Uch. Ist das reichweite-technisch gerade irgendwie ein bisschen blöd, muss ich sagen. Wo brauche ich jetzt aktuell nicht? Wo ist mein Speer? Hier, Blitzspeer. So, wie ist das jetzt? Es wird jetzt sprungtechnisch eigentlich nichts geändert, ne? Wie ist denn das mit dem Speer gegen die Stehendinger, du? Es sind 4 Schläge, aber er zieht schon weniger ab, ne? Ja, es sind 4 Schläge, aber er zieht wirklich weniger ab, ne? Das ist dann schon mit dem anderen Ding ist das dann schon ein bisschen günstiger. So, aber eigentlich will ich jetzt bei dem da ausprobieren. Ja, welche? Jetzt habe ich wieder auf Springe gedrückt. Ne? Das ist der kann sich halt auch nicht entscheiden. Haut er direkt drauf, tut er sich zeitlos, nix. Nicht, dass man irgendwie sagen, I pass auf. Aber. Das ist aber jetzt wieder so die typisch Dark Souls Fall, finde ich. Quasi, jetzt Mensch, du kennst du einfach nur schnell durchflitze und aber es klappt nicht, ne? Also durchflitze klappt halt in Dark Souls nicht. Also schon, aber nicht, wenn du also entweder richtig durchflitze, dass du dann wirklich sagst, du machst gar keine und du einfach nur durchziehe. Ach, den habe ich nicht kommen wie jetzt. Das ist aber auch so schwierig einzuschätzen mit der Reichweite. Kann man doch nicht irgendwie, wir wissen ja, wie so manche Spiele einfach so einen Kreis vor dem machen, wo du dann auf dem Boden dann siehst, okay, das ist quasi dein Schlagkreis. Also alles, was in dem Bereich ist, du treffe. Ne, einfach so roter Kringel unten um die Fies drumherum. Ne, es gibt hier manche Spiele, wissen ja schon, was ich meine, dass du siehst, okay, alles, was in dem Bereich ist, das du treffe.
Ja, ich glaube, es hackt. Tust du dich eigentlich auch bewegen? Nee, ne? Also, während du Feuer speicherst, meine ich. So, jetzt hast du keine Lust mehr, oder was? Ja, zack, bin ich wieder hängen geblieben. Also Shinji, die Viecher, du ist der Speer eigentlich gar nicht so schlecht. Also jetzt so rein von der Sache her. Aber, kommst du? So, manchmal, wenn du so unter seinem Hodesack rumlaufst, dann trifft er dich halt nicht, ne? Aber das ist manchmal halt schon. Das ist irgendwie einfach immer komisch. Das Spiel, das ist einfach nicht erwartungskonform. Ne? Das haben wir früher schön beim gute alte Professor Doktor, Name sag ich jetzt nicht. Der hat schön, bei dem habe ich MCI, also Mensch-Computer-Interaktion gehabt. Der hat gesagt, so Menüs und alles, das muss einfach erwartungskonform sein, ne? So wie es der Benutzer erkennt. Ach, jetzt schmeißt er mich da runter, ey. So wie es der Benutzer kennt und erwartet, ne, so muss das einfach sein. Ne? Gleiche Eingabe, gleiche Ausgabe. Schön, gleicher Menüpunkt, immer schön an der gleichen Stelle finden. So, und da, ne, nichts. Ach so, die hätte ich jetzt fast vergessen, Kollege. Aber ich will dich natürlich nicht um dein Schlee bringen. So. So. Warte grad. So, jetzt geht's weiter. Erste Schwächen, so ein bisschen Ausdauer wäre so verkehrt eigentlich auch nicht, ne? Alter, der hat mich überhaupt gar nicht getroffen. Ich war da viel zu weit weg. Ja, aber der jetzt fetzt. So. So sieht's nämlich aus. Kellerassel, los mal links Laie. Das sind dann... Hä? Hattest du nicht Museele gehabt? Ach so, die sind bei dem anderen Held da hinten, ne? Ja, das ist halt, ne? Wenn du vier Stück mit dem Speer anbringen tust, dann ist er gestaggert. Dann hast du kurz Zeit, dann fehlen da halt noch 3 Schläge, ne? So viel grünen Ausdauer muss ich dann halt wieder generieren in der Zeit. So. Ist halt wieder ein Haufe kein Platz. Lustig auch Zeit beim Laufen, ne? Die da nur runterfallen, ne? Dann tät ich sagen, jo, steht ja grad recht. Nicht zurück. So, Pfanne spielt die Musik. Ach, was bist du, ein Schisser?
Das ist halt Beschiss, wenn er mich frohe. Fertig. Du nämlich auch kein Blatt vor dem Mund, ne? Das ist einfach Beschiss. Fertig. Ich meine, ist es dann jetzt nicht schon schlimm genug, dass du quasi auf dem enge Eckelche kämpfen musst, dass du quasi kaum Möglichkeiten hast, den Schläge auszuweichen? Nee, wenn er dich treffen tut, wärst du auch noch der Abhang runtergeklitscht. Warum trifft er jetzt eigentlich nur den eine? Guck mal, der holt aus wie Weltmeister und tut dem anderen gerade über den Kopf schlagen, also drüber hinweg. Komm doch her jetzt. Ja, ich bin hier auf Springe gedrückt, ne, aber... Das ist, wissen wir, wenn man Amo so aus Versehen auf Schlagen drückt, weil man jetzt gerade 5-mal hintereinander gedrückt hat, ne? Und denkt dann, nee, ich wollte eigentlich wegspringen, dass man dann aber auch keine Möglichkeit hat, diesen Schlag noch mal abzubrechen. Echt, wenn ich dann auf Springe drücke, kennt der ja auch den Schlag dann abbreche und einfach dann halt springe. Jo. Dass die den ganze Shit aber auch immer Mitte im Feld, also Mitte im Bildschirm inblenden müssen, ne? Die kennen das ja irgendwie rechts oben in der Ecke machen. Dass du wenigstens da noch was siehst. Jetzt habe ich kurz Zeit. Noch einer. Ja. Hey, das ist halt, ne? Du musst halt einfach dann am Anfang die 4 durchziehen. Aber du musst halt auch dann einfach das richtige Timing abwarten, ne? Ja, jetzt zum Beispiel, ne, manchmal tun sie halt dann auch nicht so schlagen. Wie hat er das jetzt gesehen? Der hat durch den Fels durchgeschlagen und mich dann im Kreuz getroffen. Durch den Fels durchgeschlagen. Und wer bleibt immer am Fels hängen mit seinem Schwertchen oder was auch immer? Ich, ne? Immer, scheiße, hier die Wand geschlagen. Und der durch die Wand durch, fertig, du kennt ja nix. Das ist, du musst einfach langsamer vorgehen, ne? Aber wenn du es halt zum 5. oder zum 10. oder zum wievielten Mal auch immer machst, dann hast du ja irgendwann halt aber auch keine Lust mehr langsam zu machen. Du willst dann einfach nur noch dorthin und fertig. Ich weiß nicht, es dauert nicht lang, dann bin ich auch die Treppen runtergehupst, ne? Wie dem dummen Anvisier, dass er dann immer auf einmal so Kameraperspektive annimmt, die er nicht angekündigt hat. Und schon gar nicht einen, wo ich gesagt habe, die hätte ich gern. Ach, der letzte, der hat einfach nicht mit mir geklappt, ne? So. Komm ja, nimm mal Schlabberdrängst, das kostet ja nichts. Dann schnappen wir uns da unten unsere Seele. Ach, ich hab gedacht, es geht reichen. Ja, das hat aber nicht gereicht, ne? Der nur hin und abhangen runterhupse. So wie ich eben fast. So. Nochmal Schlabberdrängst, Ringgepfiff. Ja, und da ist halt genau die enge Ecke war. Genau auf der Ecke, wo es so eng ist, ne? Genau auf der Ecke, wo es so eng ist. Ach, die Kameraführung in dem Spiel, die ist so grauenvoll. Ich meine, ich bin gerade ausgelaufen, gerade ausgehupst. Warum hupst der jetzt die Ecke runter?
das muss jetzt einfach irgendwie mo konzentriere und dann muss das doch zu Marre sein. Das gibt's doch gar nicht. So, bist du der Letzte? Oder kommt da unten noch einer? Guck mal, der kommt von ganz da oben angeflitzt, wenn er mich da sieht. Und die andere da hinten, da muss ich genau vor der Schnuss stehen, dass die mal ankommen. Es war aber auch halt sauknapp, ne? Das war eigentlich auch knapp. Da hätte ich eigentlich auch wieder verdient, dass er mir auf die Ohren haut. Fertig. Eigentlich war es zu knapp. Ich hätte normal hätte ich müsse 2 Marre oder 3 und dann, also 2 Marre und dann abhaue quasi. Ei. Nur weil der sich umdreht, trägt der mich hin runter. Ich meine, das ist doch nicht normal sowas, oder nicht? Also der hat jetzt weg, der hat nicht geschlagen, der ist nicht nur mir gelaufen, nichts, der hat einfach, hat er sich umgedreht. Ja, zack, hier die Wand geschlagen. Oder der Pfeiler, wie auch immer, kommt das gleich drüber raus. Und noch eine, jawohl. So, jetzt Speer rausgeholt, der andere Held kommt schon angelaufen, einmal frei. Komm, macht der Hupser. Der Hupser. Der Hupser. Wo ist er dann, der Hupser? Ja, da ist er, der Hupser. Ja, eben, das war jetzt auch wieder irgendwie ein anderes Moveset wie die ganze Zeit, ne? Ich hab schon allweil gedacht, dass du der mich beim Sterben quasi noch das Treppengeländer runter schwade. Wie der andere Held, eben. So, diesmal nicht. Ach, ich verstehe das aber auch nicht. Also ich erkläre euch gleich, was ich nicht verstehe. Wenn ich 4 Schläge hintereinander mache, ne, dann wird er gestaggert. Aber wenn ich quasi 2 Schläge mache, quasi Pause, dann nochmal 2 Schläge, das ist dem dann halt egal, ne? Ach, irgendwie komisch, oder? Sagen wir, der Energieverlust für den ist ja quasi der gleiche. Ja, da bin ich gierig war. Da bin ich gierig war. Und warum? Weil die fucking grün leicht leer war. Kann ich da einfach durchrennen jetzt? Einfach nur... So. Kommt da noch so viel oder reicht eins? Ajo. Einer derlich. Ajo. Was noch? Ah ja, klar. Das ist ja noch eine Mimik, ne? Da hat sich die ganze Scheiße hier noch nicht nur gelohnt. Doch nicht. Nee, du ist jetzt Rotz drin, ey. Flammeblut, jo, keine Ahnung, für was die gut sind soll. Nervt mich gerade alles, du. Warum treffe ich die da nicht?
Gut, vielleicht... Du kennst die mich von da hinten vielleicht nicht fresse. Ah jo, kenne, ja. Wie man sich so dran stellen kann für den letzten Scheißschlag, das gibt's gar nicht. Der grüne Scherb, die brauch ich nicht. Scheiße. Du bist ja ganz schwierig, hä? Ach. So. Wie ich aber der Pfanne an denen vorbeikommen soll. Das habe ich mir noch nicht ganz überlegt. Ach, und schon noch gar kein Flakos mehr. Ah ja, alle hopp dann. Hätte ich jetzt keine wenigstens sterben. Jetzt ist, kann ich da dir ja wieder nicht durchgucken, ob du hinten jetzt noch einer ist oder nicht. Ja, hier ist hinten noch einer. Ich weiß auch nicht so genau, wie viel Abstand ich da jetzt im Zweifel brauche. Dass er mich nicht quasi schnappen kann mit seinen fucking Tentakel. Ja, ich schon einfach Schiss. Ja, jetzt hat er... Jetzt hat er gesehen, wie ich ausgewischt bin und trotzdem hat er mich erwischt. Ich bin genau zwischen seine zwei Tentakel durchgesprungen und dann... Keine Ahnung, wie er mich dann erwischt hat. Ich sah ans Eis, wie es ist. Das Spiel bescheißt. Denkt mal an meine Worte. Irgendwann schreibt irgendeiner bei Stack Overflow, er hat sich mal den Quellcode angeguckt und was soll ich sagen, das Spiel ist beschiss. So, das Gute an der Geschichte ist, der Himmel war nur Rotz, das wissen wir jetzt. Und für die Katz war es alle Mo. Ja, ich bin hier gesprungen, ne? Aber manchmal ist dem das auch egal, ob du jetzt springen tust oder nicht. So. So unten, so machen wir das, was ich gehört. Rennen wir Dash. Sieht auch so nur der Fall aus, ne? Ach, wo kommt ihr dann jetzt her? Macht denn du so Krach? Kommt doch was. Ja, gut, was. Ja, keine Ahnung, ist das jetzt als Abkürzung gedacht oder nur die Leute verarscht? Weil es einfach für nichts gut ist. So, jetzt ist die Frage, ne? Gehe ich jetzt over Dash? Und nimmst in Kauf, sind du zwei oder ist du eine? Und nimmst in Kauf, dass du quasi so, wie sagt man? Dass das,
Guck mal, der hat dir was Falle gelost da oben. Ich ja eigentlich nur mal zurückrennen und gucke, was das ist. Welche 1000 Jahre lang lassen die Vollidioten nichts falle und jetzt lassen sie wo ich nicht gucke, lassen sie was falle. Und dann muss ich wieder zurückrennen und sterbe dabei. Und dann ist es jetzt wieder Rotz, wo du nicht gebrauchen kannst. Pass auf. Dämonengroßaxt, ja. Genau die habe ich gebraucht. Genau die habe ich gebraucht. Die Dämonengroßaxt. Weil ich Lauch bin, der es nicht halle kann, ne? Deswegen habe ich die gebraucht. Zum Instecken reicht aber nicht zum Führen. Wenn Wasser mitführen kann der 20 Stück, ne? Aber wer muss er in die Hand nehmen? Dann heißt, das ist mir zu schwer. Jo, es war vorbei, ne? Och geht, die ist das mit dem Speer eigentlich ganz angenehm gestanden. Doch, so. Och, da krieg ich wieder so Ritterseele-Ding, ey. Wenn du jetzt das Stäbchen da 4000 Seele verlierst, ne? Oder nützt der was jetzt ich 800 Seele, die du von dem Ding kriegst, halt gerade auch nix. Ach, guck mal. Ja. Jetzt stehst du wieder da, ne? Und was machst du jetzt? Da ist ein Bossgegner oder nicht? Eigentlich war der hin der erste Bossgegner, aber es wäre wahrscheinlich auch nur mal an der Zeit. Alter, ich weiß sie jetzt auch nicht. Wenn du jetzt da runtergehst, dann, obwohl, ne, du kannst schon runtergehen, dann kämst du auch theoretisch nochmal Nuff, ne? Ja gut, ich weiß nicht, hätte ich schon fast sagen, wir gucken uns die Geschichte mal an, aber wie komme ich denn auf die andere Seite? Und warum kann ich da so weit hinterlaufen? Wenn es da nichts gibt. Die Krabbeviecher, du, das sind auch Gegner, ne? Det ist mal. Was mir ändert, wie viel dieser. Ja, gut, das kann ich halt auch wieder vergessen. Ne? Was mir ändert, wie viel die so aushalle. Noch ein Schrittchen, den ich gern mache, aber schon ein bisschen Schiss, dass ich runterfalle. So vielleicht. Ich sag mal so, wenn man jetzt wischt, wie nervig die Viecher da unten sind. Ja, so kann ich das halt vergessen, ne? 1, 2, 3, 4. Kriegen wir die so? Oh, wie sieht denn das aus, dass man da vielleicht hinter das in der Ecke kriege? Ja, warte mal, habe ich das nicht tot gemacht? Ist das nicht vielleicht schon tot? Ich glaube, das ist schon tot, oder? Das habe ich doch ewig gemacht. Ja, manchmal lösen sich die Gegner in Luft auf, aber auch nicht alle, ne? Komm, hier geht da mal runter und wenn nicht, kann ich ja das unten auch noch mit dem Bogen noch zwei Schläge machen. Wie hatte ich ewig überlegt, kommen wir da runter? Ah, ich glaube irgendwie die Wurzel, ne? Das hin in die andere Richtung wird es wahrscheinlich nicht gehen, ne? Ja, die bleiben schon Laie, ne?
Jetzt wolle die abhauen oder was, hä? So. Was steht da? Dynamo. Durch Vorrichtung verschlossen. Alter, mach's weg. Dann machst du doch weg. Ach jo, das ist alles immer so, welche, weil du halt auch nicht weißt, wo muss ich jetzt an, was geht nicht und so, ne? Hinne geht's nicht weiter, hä? Sieht jetzt zunächst mal nicht so aus. Ja, und wie komme ich jetzt da oben auf die andere Seite von der Höhle? Ja, das Problem habe ich jetzt auch noch keine Lösung gefunden. Da oben diese Seelebälge hätte ich gern. Oder kann ich mich da rechts irgendwie runterfallen lassen? So in der Ecke, nicht? Das sieht aber nicht so aus, als die das gehe. Und selbst wenn, da sterbe ich doch. Naja gut, Stab bin ich nicht. Immerhin Abyss. Ich bin aber auch noch nicht wieder Retour. Ja, und alle ganze Aufwand wieder für Ritterseelche. Nicht zu glauben. Nicht zu glauben. Ich hätte lieber noch immer mal 20.000 Seele gehabt oder mittlerweile wahrscheinlich 30.000, 40.000. Hätte mich 2 Level hochgelevelt oder so, als dass ich jetzt das Ritterseelche gekriegt hätte. Ach so, da komme ich ja gar nicht mehr zurück. Wie ist denn das so mit der Wurzel? Wo waren die? Können wir uns da vielleicht irgendwie so Deal machen? Ich springe dir auf den Stamm und dafür kriege ich nicht so viel ab. So, gut. Ja, das wäre mir dann wahrscheinlich beim Bosskampf, ne? Indeed. Ja gut, weggesprungen wäre ich eigentlich, ne? Sagen sie nur. Jo, spring du nur zurück. Nee, wie hat er mich jetzt getroffen? Shit. Können wir da mal gerade ein bisschen Stopp. Aha. Mit der Dunstwolke habe ich nicht gerechnet. Ach, und wer hat wieder auf Springe gedrückt, ohne dass es das Spiel interessiert hätte. Wissen Sie, was jetzt wieder das Problem war? Er war anvisiert. Ne, ich wollte hinter springen. Und durch die Anvisiererei hat er gedacht, nee, halte mo. Hinter springen? Wo gibt's denn sowas? Der ist doch da vorne. Dreh mir dich einfach mal Mitte in die Luft um, dass du wieder schön unter die Schnuss springen durch. Und so scheißt du der das Spiel in einer Tour und Breite. Muss ich doch sagen, dass das nicht mehr normal ist. Du kannst nerven. Das du kannst nerven. Glauben es. Jo. Nix gibt's. Musst du jetzt hinter mir herlaufen? Du siehst doch nicht, wo ich anlaufe. Er ist direkt schon wieder der Flaghörsche weg, ne?
Jawohl. Ja, sehr gut. So kannst du weitermachen mit deiner Arschbombe. Solange du nicht mehr machst wie Arschbombe, bin ich zufrieden. Ach, was ist das dann für eine komische Gasexplosion? Die haben gar keine Lust jetzt. Alter, was ist denn das für eine Reichweite? Hä? Der macht ja die doch normal, wenn er die so vor sich in die Boote rammt. Weil wie ich reingegangen bin, da hat das einwandfrei funktioniert. Wie ich reingegangen bin... Oh, ich lebe hier noch. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Wenn sie dann die Kamera, keine Ahnung, das Objekt ausblende wegen mir, dass du was siehst, wenigstens, ja, kannst du dran hängen bleiben dann. Oder die Kamera dann wenigstens ein bisschen dreht, dass du noch siehst, wo du bist. Da muss ich vielleicht ein bisschen umdenken, was für Richtung du jetzt drücken musst, aber so ist doch scheiße. So. Eigentlich war ich mit dem Versuch hier ganz zufrieden, ne? Aber mit den Wurzeln da unten, das ist dann schon auch wieder nervig, muss ich echt sagen. Wenn du dann da wieder dran hängen bleibst, für nix und wieder nix. Wie hat er mich jetzt getroffen? Mit seinem Bauchnabel oder was, hä? Hey, schon wieder. Du trickst auf Springen, das interessiert das Spiel irgendwie gar nicht mehr. Wie hat er denn das jetzt gemacht? Ist das vom Himmel gefallen oder was? Du siehst halt einfach nix. Wenn du wenigstens was sehen tät. Ich schon noch Springe gedrückt, verdammt die Scheiße. Das gibt's doch nicht. Den Angriff, den habe ich auch noch nicht verstanden. Den habe ich beim besten Willen noch nicht verstanden. Was ist das dann für eine Reichweite? Das sind 50 Meter. So schwer ist der eigentlich gar nicht. Also finde ich. Ich hatte mir ewig schon bei 50%. Oder sogar knapp drunter. Also an für sich hatte ich ja eher 50%, da schon ein bisschen weniger. Weil ich hatte dann noch zwei Schläge angebrungen. Was lustschwer, wenn der ausholt, will mich treffen, trifft aus Versehen die Kellerassel und tot ist es. Das wäre mal Aktion. Die wäre mal geil. Ich...
Was eine Reichweite. Guck mal, der haut dir in die Kamera rein, ey. Ich weiß gar nicht, wie der das macht, ey. Und du siehst halt auch nicht, was macht denn jetzt der Angriff? Sei komisches Plasmabälge oder quasi haut er drauf? Die ganze Zeit hat er das Plasmabälge gemacht, wenn er so den Stab vor sich in den Boden gerammt hat. Und jetzt reicht das auch, wenn er immer so kurz über die ganze Gegend schwingt und dann ist so, ach, kommt das Plasmabälge rausgefallen. Nicht zu glauben. Nicht zu glauben. Ich bin gespannt, wie viel Seele der gleich geben tut. Wahrscheinlich will ich es gar nicht wissen. Ich weiß nicht, wann ich durchspringen soll. Ich weiß nicht, wann ich durchspringen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, wann ich durchspringen soll. Ich meine, der holt aus, ne? Und in dem Moment, wo er runtersenzt, tue ich ja eigentlich springen. Und keine Ahnung. Wenn ich das richtig sehe, ne, da war hier auf der anderen Seite auch noch eine Nebelwand. Das heißt, wahrscheinlich ist es ja dann so, dass ich da rausgehe. Also, dass ich dann quasi weitergehe ins nächste Gebiet und dort geht es dann noch weiter, ne? Gut, aber da wird dann schon Leuchtfeuer oder schon was kommen, ne? Ja gut, bei Dark Souls 1 wahrscheinlich nicht. Ah, jetzt hat der andere Angriff gemacht am Anfang, ne? Macht auch wie er will, ne? Gesprungen war ich, ne? Aber manchmal macht der schneller Schwinger, dann tut er so in der Verzögere. Soll das irgendwie optisch Täuschung sind mit seinem Speerchen? Ja, scheiße. Und Normo. Ah, hat nur komisch ausgesehen. Ich bin noch gesprungen, aber du kannst dann halt auch in K-Richtung. In der Eck ist die Wurzel, in der anderen Eck hat er sein fettes Bay stehe. Du kannst dann halt nirgends ausweichen, ne? Du musst halt eigentlich hinter, ne? Aber da tut er sich dann schon auch schnell drehen, ne? So ist hier nicht. Ach, schon gedacht, wäre ein normaler Schlag. Du, dabei war es nur wieder das Plasmabälge, ne? Ach, ich würde mir halt wirklich gern packen, ohne dass ich das Leuchtfeuer hier jetzt aufwerte.
Ich würde einfach gerne ein bisschen mit meiner Menschlichkeit jetzt haushalten, ne? Aber wenn ich das richtig sehe, das ist doch so. Wenn ich Menschlichkeit habe, sage ich mal 2 Päckchen und ich sterbe, dann habe ich 0. Normal würde ich eigentlich denken, wenn ich dann, wo ich tot, geht Menschlichkeit weg. Das geht ich mir noch in gehen lassen. Ja, was will ich jetzt machen? Da war der hier schon wieder am Lande. Da bin ich weggesprungen, ne? Ich bin genau in dem Moment, wo er runtergesprungen ist, bin ich auch nicht auf Springen gedrückt, ne? Genau in dem Moment. Ja, das ist... Du siehst, also ich bin so zu blöd davor, ich sehe einen okay Unterschied, ob der jetzt quasi nur mir schlägt oder ob der den Schwinger macht oder nur er als Plasmabälge aus dem Nichts erscheint. Ich sehe einen okay Unterschied irgendwie, ich weiß ja auch nicht. Ich möchte halt hinter denen kommen, aber der ist so fett, da kommt man nicht drum herum. Ne, weil, wenn ich hinter dem bin und er macht sein Plasmabälge, dann kann ich quasi in die entgegengesetzte Richtung abhauen. Aber wenn ich vor ihm bin und er macht sein Plasmabälge, dann tue ich auf der einen Seite, hole ich den vor mir, kann ich nicht abhauen. Und in die andere Richtung kann ich nicht abhauen, weil ich dann genau im Plasmabälge drin stehe. Das ist halt scheiße. Also am geilsten wäre es, wenn ich hinter komme, aber ich komme nicht hinter. Ich habe sie jetzt wirklich auch schon ein paar Mal ausprobiert. Ich bin eigentlich schon nicht schon genau dann auf Springen gedrückt. Ne, das war jetzt ein Schlag. Das ist genau die gleiche Bewegung wie bei dem Rotz-Plasma-Bälge. Spring doch. Sie haben wieder GSB gesprungen. Ja. Ich krieg das nicht raus, wann der nur mir schlägt und wann der das Plasmabälge rausholt. Komm jetzt. Ja, das Plasmabälge habe ich zu spät gesehen. Komm, steig auf. Rutsch nicht so aus. Er braucht danach immer ein halbes Jahr, bis er nochmal aufsteigt. Wie so ein alter Opa. Eigentlich ist der doch tot. Also untot oder wie man das auch immer nennen soll. Du musst der doch mal aufsteigen können. Du kannst doch nicht sehen, dass der sich von so einem kleinen Schlägelchen von dem anderen Kerl da hinten jetzt dann bewegt wie ein 90-jähriger Opa.
Das klappt schon ganz gut eigentlich, du das, ne? Das fand ich mittlerweile drauf. Eigentlich, die 5 Flächelchen müssen eigentlich auch reichen. Das ist einfach... Ach, ich weiß nicht, vielleicht muss ich auch einfach quasi... wie soll ich denn sagen? Ein bisschen cleverer spielen. Ja, das ist... Ja, jetzt... Ne, der hätte genauso gut auch einfach nur mir schlagen können, allebei. Ja, dass der die Schläger immer so stacken tut, ey. Weißt du, wenn ich so 4 Mal drauf drücke, du schlägt er 4 Mal. Und da kann ich dann quasi 4 Mal drücken und dann kann ich dann eine halbe Minute warten. 1, 2, 3, 4. Naja, vielleicht oder... Ist aber auch wieder so Geschichte, ne? 1, 2, 3, 4. So, der 4. Druck, der war fertig, bevor der den ersten Schlag, also bevor der mit dem ersten Schlag fertig war. Und trotzdem hat er noch gemacht, aber die andere 2, die hat er ignoriert. Ach, jetzt hat er den Rundumschlag gemacht. Geil. 20 Mal durchgelaufen, hat er es nicht gemacht, jetzt macht er es halt, ne? Das Scheißding, das hat auch so dumme Reichweite. Och. Ja, das ist so, ist für mich, ist eher so ein bisschen, ein Schlader eher so ein bisschen eine Unne, ne? Aber das siehst du ja auch erst, wenn er quasi den Schwinger ausführt. Und dann ist es ja oftmals auch schon zu spät, ne? Und eben habe ich nur einmal auf Schlagen gedrückt. Und er hat trotzdem 2 gemacht. Ja, Gott sei Dank bin ich tot. Das wäre eh nichts gibt. Das Problem ist halt auch, der ist so fett, dass ich nicht um den drumherum komme. Verstehen er? Also, ich würde ja gern den von hinten bekämpfen, aber ich komme nicht um den drumherum. Bis ich um den drumherum gelaufen bin, dann dreht er sich wieder. Für den ist das ein Schritt, für mich ist das eine halbe Ewigkeit. So, jetzt ist er fällig. Da kennen wir jetzt nichts mehr. Jetzt ist die Schonfrist vorbei. Ach, wenn der das anvisiere, lass mich doch bitte einfach mal abhauen dann. Gib mir doch mal die Möglichkeit abzuhauen. Das ist halt das Problem. Bist du dann um den drumherum gelaufen bist zum Abhauen, so ist das Ding dann explodiert, ne? Der haut durch die ganz Hall durch. Ja, du siehst ja, der holt halt aus, aber du siehst ja dann erst beim Schlag, macht er jetzt den quasi so offen in der Gegend, wo das Ding runterfällt, oder schlägt er ohne nur dir. Oder, keine Ahnung. Aber wenn du dann erst quasi Rolle duschst, wenn er schlägt und du siehst, dann ist es hier zu spät.
Das sagt mir alles noch nicht so zu. Ja, diesmal hat er wieder den Rundumschlag gemacht, ne? Die Arschkäste. Ach. Ja, jetzt kommt er nämlich zurück, ne? Jetzt ist er in der Ecke drin. Ach, shit. Alter, was ist denn das bitte für eine Reichweite? Der Stab, der ist viel kürzer wie nachher, wenn er mit dem Schlan tut. Da muss ich ja an die andere Neville-Wand, dass er mich nicht treffen tut. Wahrscheinlich wäre es in dem Moment noch cleverer, dass ich in eine Rin springe, als von ihm weg. Aber eben hat er ja auch so Hupser gemacht, ne? Du wusste dann auch nicht, also ich habe es zumindest jetzt erst sehr spät erkannt. Macht er jetzt einfach nur Hupser, weil er quasi weiter zurückhupsen will oder weil er sich so eine Unfalle lassen will? Jawohl. Ja, abhaue. Wenn die Kameraführung halt nicht so scheiße wäre, ne? Dann wäre das ja halb so wild. Jetzt bin ich gerade auf Springe getrickt. Ah, du musst ja dann zuerst irgendwie an seinem dabbige Bane vorbeikommen. Ja, ja. So, jetzt wieder, ne? Du musst ja, wenn er schlägt, musst du ja nah an der dran. Und wenn er das Ding macht, musst du weg. Aber du erkennst halt erst sauspät. Jetzt sieht's gar nicht so schlecht aus, er leid. Gerade auf Springe gedrückt. Ne, das ist genau der Punkt wieder gewesen. Ja, und jetzt macht er das andere Ding, ist klar. Ne, das siehst du einfach nicht. Ich bin nur auf Springe gedrückt. Noch ein Schlag. Jo, ich weiß, du bin ich gierig war, aber ich hätte doch eh nicht mit dem scheiß Belgier ausweichen können. In jede Richtung bist du in den Arsch gekniffen. Ah, es ist doch wirklich so. Vor dir, du der andere Fettsack stehe, dann auf der A-Seite ist ein Baum. So, und wenn du dann denkst, ah, schlafe weg, was weiß ich, dann tut der sein komisches
Dann tut er sei komische Schlag raushole, wo er dich quasi durch die ganze Hall treffen tut, weil sein Stäbchen 80 Meter lang ist oder 100. Ich muss einfach zwischendurch dann immer das Anvisiere wegmachen. Das hat keinen Wert, dann kann ich nicht ordentlich ausweichen, ne? Sonst kann ich da nicht ausweichen. Ja, die Roll, die kennt er öfters machen. Ja, ja. Das muss doch jetzt reichen, das gibt's doch gar nicht. Immer der gleiche Move, ey. Komm, bleib stehen. Ja, das habe ich jetzt einfach in Kauf genommen. Nee, komm. So. Jetzt ist es fällig, ey. Das war dein Fehler. Jo, keine Ahnung, so schwer war der eigentlich gar nicht. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich hinkommen bin, wo ich raus muss. Oh, was ist denn das? Dämonenbeschleuniger. Und der hat nur 20.000 gibt. Naja gut, ich weiß nicht. Eigentlich so richtig gut war er hier wirklich nicht, aber... Bin ich da hinterher gekommen? War das so hell? Ist mir so duster vorkommen, wie ich da reingekommen bin. Doch, das scheint aber... Jo, genau, da musst du hin. Oh ja, gut. So. Aha. So kommen schon die erste Helden an. Gut. So, jetzt ist die Frage, hoch oder runter? Hoch oder runter? Ich würde jetzt nur dazu tendieren, hoch zu gehen. Aber ich hätte jetzt auch nicht so direkt die Ahnung, wo man da jetzt rauskommen soll. Irgendwas krummelt da. Okay. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück. Da kann der sich immer ausblustern. Und dann ist er fällig. So. Was gibst du? Das sind alles so Ritterseele. Gib mir doch immer was Ordentliches, was ich wirklich gebrauchen kann. Ich habe jetzt noch nicht so die Idee, wo man da rauskomme. Sieht so noch Fall aus irgendwie. Kommen die da runtergehupst? Wie ist denn das? Wo kommen wir da jetzt raus? Ist das oben bei der Spinne, wo der Aufzug war? Ist der Aufzug jetzt quasi, wie nennt man das? Per immer freigeschaltet?
Ach, guck mal, da haben wir sogar 10er-Päckchen. Ist gerade gut, dass wir ohne das ein Leuchtfeuer nicht gedingenst haben. Können wir uns dort sogar an teleportieren an das Leuchtfeuer hier? Quelax Dingens, das sehen wir jetzt so nicht, ne? Weil wir an dem dran hocken. Doch, das muss gehen, weil vorhin war da noch eins mehr. Das wäre ja insofern gar nicht so schlecht, weil dann können wir nämlich in Zukunft gucken, dass wir uns hier quasi hinbeamen und dann stopp. Ach, das wäre doch jetzt die Gelegenheit gewesen, um ein paar Pfeile kaufen zu gehen. Von wo bin ich denn jetzt gekommen? Von da nicht. Von da auch nicht. Steht Sahn von da bin ich gekommen, ne? Dann tät ich als wenn ich nur noch mal gucken wolle, was da hinten noch ist. Fuck. Du wärst fast runtergefallen, allebei. Aber... Ach, ich wollte doch gar nicht runterhupsen. Ach so, okay, das ist die Haldo. Müssen wir noch mal hochgehen. Weil ich will mir jetzt dann wirklich noch mal ein paar Pfeile holen. Ist halt ein bisschen blöd, weil ich stehe da gern Level auf Level. Aber das ist dann, wie soll ich denn sagen? Das klappt halt dann nicht so, ne? Weil Level war irgendwie 24.700 oder sowas in dem Dreh, sagen wir mal auf 25.000. Jetzt haben wir halt knapp 24.000. Wir haben hier noch ein oder zwei Ritterbelger am Start, also das ist okay. Aber dann kriegen wir halt nicht mehr viel Pfeile raus, ne? Dann kriegen wir nämlich viel Pfeile raus. Ich meine, steht sagen, wir tun einfach mal so alle Seele auf den Kopf hauen. Wo waren der... Wo war unser normaler Schmied? War das die Tiefen? Oder kann ich mich an das überhaupt gar nicht hin teleportieren? Und ich muss dorthin laufen. Das wäre natürlich ärgerlich. Ja, das ist natürlich das Falsche. Sieht man das irgendwie? Kammer der Prinzessin, das war ja auch in Anor Londo oder wie es heißt. Also ich weiß, ich kann mich an den Feuerbahnschrein beamen, da kann ich ja drüber laufen. Klar, das geht, aber ich hätte es halt gerne ein bisschen schneller gehabt. Und diese komische Chaos-Tochter, das ist dann die das ist dann die Spinne, wo wir eben waren, ne? Ach, der ist doch witzig, So, jetzt gehen wir mal dort nuff zu dem Schmied. Ja, fangen wir mit do an. 6.000.
Ja, in die Richtung, hä? Gut. Dann können wir gleich auf jeden Fall A-Level hochmachen und wir können noch Pfeilger uns organisieren. Dass mich dann beides gehe. Ich meine, theoretisch hätte man natürlich auch noch ein paar Federpfeile oder wie die Dinger heißen. Das Schwert, das tut halt leider mit nichts skalieren, so wenn ich das richtig im Kopf habe. Hätten wir uns so wirklich nicht hin teleportieren. Ich hatte doch ewig, die Liste war doch ewig voller. Hau mal nicht auf den Fuß. Ich wollte zuerst aufleveln, ne? Das, wissen aber, wenn dir jetzt nur so ein Shit steht, dann kennt doch du jetzt irgendwo rechts oben in der Ecke steht, das hier ist das Feuerstab, das Leuchtfeuer, Ne, damit man wischt, okay, wenn ich jetzt irgendwie irgendwas, dann ist das. Naja, Stärke ist nie verkehrt. Quatsch. So, kannst du mir bitte was verkaufen? Und zwar hätte ich gern Pfeile. Gegenstand kaufen. Nein. Pfeile hätte ich gern. Standardpfeil. Du mir das muss ich erst so machen. Ausrüstung repariere. Warum war denn eigentlich mein Schild so kaputt? Können wir das nur noch erklären? Das habe ich noch nie benutzt. Hier. Großer Pfeil, Holzpfeil. Ich kennt ja einen Holzpfeil nehmen, der wäre halt billiger. Oder warte mal. Ne, der ist nicht billiger. Das du vorne ist der Schade, ne? Die 35 sind der Schade oder so ähnlich, gell? Holzbolze, schwerer Bolze, oh, Standardpfeil dann. Hopp. Wissen ja, was ich gleich mache? Ich mache mir da jetzt ein Bild von der Teleportierliste, weil ich meine, vorhin wäre die Liste einfach voller gewesen. Und dann vergleiche ich nachher Normo, was für eins wir dann haben. Gehen wir zu Chaos-Tochter. Verrosteter Eisenring. So, dann gucken wir uns da nochmal an. Teleportiere. So, machst du noch ein Foto. Und jetzt vergleichen wir das mal. Also, Altar des Grabesfürsten. Hummer, Feuerbahnschrein, Analondo, Kammer der Prinzessin. Steindrache. Tochter des Chaos, Gemeinde der Untoten. Die Gemeinde der Untoten fehlt da. Das ist die Gemeinde der Untoten. Tatsächlich. Warum ist ein... Naja, ich weiß nicht. Tochter des Chaos. So, in die Richtung bitte. Das ist ärgerlich, dass ich die so in der Ecke umgebrungen habe, ne? Die hätten wir noch gebraucht, hätte. So, jetzt geht's nunner. Runner ist immer insofern blöd, weil Runner heißt dir unterm Strich eigentlich auch immer aufpassen. Bist du tot? Bringst du da runter? Lass du mir mal Ruhe. Runter heißt ja immer, es geht erstens ins Dunkle, ne, in irgendeine Höhle rein. Das heißt,
Da sind Spinne am Start. Und mein Bedarf an Spinne ist in dem Spiel mittlerweile gedeckt. Wenn ich ehrlich bin. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass er nochmal schön gegen die Wand schlägt und dass ich deswegen gegrillt wäre von denen. Hat er sich dann aber doch nicht getraut. Ach, da unten ist noch Leuchtfeuer. Das ist jetzt aber wieder was, das verstehe ich jetzt wieder nicht. Da tun sie die Leuchtfeuer in jeder Eck platzieren. Gut, es sei denn, da unten käme jetzt nochmal ein Bossgegner. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, das verstehe ich jetzt wieder nicht, ne? Das andere, da habe ich ja gerade eben erst die Abkürzung freigeschaltet. Ja, wir schauen doch da eben, habe ich gemeint, was glitzerig sie. War das der Baumstumpf da? Hat gemeint, ich hätte so quasi so Seelebälge. Nein, ne, da ist nix. Da muss ich jetzt auch nicht großartig irgendwie gucken. Nein, ne? Ah, doch! Das wäre jetzt die Krönung gewesen, ne? Ich komme da nicht durch. Hätte ich mich wieder gefreut jetzt. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir da runter, ohne allzu groß Schade zu nehmen? Möglicherweise gar nicht. Obwohl. Ah, okay, warte. Ne, hä? Warte. Hä? Ist das nicht das Ding, wo ich eben schon immer war? Ja, fällt ja runter, doch nicht. Nee, das ist nicht das, wo ich eben schon immer war. So kommen wir auch wieder theoretisch ganz nuff. Komisch. Ja gut, da wird du jetzt wahrscheinlich nur mal Busgegner kommen oder nicht. Weil, warum soll sonst oben jetzt Leuchtfeuer kommen? Und schon wieder eine Levelwand. Oh, du wirst wieder warm. Das wird lavamäßig, das sehe ich schon. Ja, jo, komm du, Busgegner. Sonst wäre kein Cutscene, du. Ah, jo, ich wusste doch, dass das nur auf uns zukommt. Aha. Och, nee. Och, nee. Und ist ja überall Lava. Stopp. Nein. Ach, fuck. Der ist ja flink wie nur bist du, hä? Ich habe jetzt noch nicht so die Idee, was ich am geschicktesten GD mache. Ja, ist mir schon klar. Ich meine, klar, ich kann jetzt irgendwelche Klamotten anziehen, dass ich vielleicht nicht ganz so viel Schade nehme. Kenne ich mich jetzt gerade schon wieder aufrege, dass ich das nur entfacht habe, aber nicht bedingens tun. Naja gut, auf der anderen Seite ist ja egal, wir sind jetzt sind ja quasi so gut wie kein Gegner auf dem Weg, ne? Ja, da überlegt er sich immer, wenn ich da eigentlich kann er das ewig sehen, ne? Das war doch eigentlich der Beweis, dass der nur simuliert, oder? Weil, wie ich mich da hingebeamt habe, ne? Da hat er hier gestanden, da hat er sich dann schnell hingelegt und sich totgestellt. Und dann stellt er sich tot und wenn ich dann weg bin, dann steigt er wieder auf. Er kennt natürlich auch das 8-Ding runterhupse.
Dann könnte man uns die Treppe so ein bisschen sparen. Und dann, das wäre in die Richtung. Und dann, gehen wir ans Leuchtfeuer, wo wir gleich hinkommen. Und hocken uns dorthin und dann haben wir ja wieder voll die Energie. Aber ich habe jetzt halt wirklich noch nicht herausgefunden, wie ich den Knillstor am besten machen soll. Ja, jetzt ist die Liste aber wieder voll, ne? Boah. Also steht jetzt zumindest mal gern, wie soll ich denn sagen? Den Mod 2, 3, 4, 5 Mod treffe oder so, da ich dem ein bisschen Energie abgezogen, da ich wenigstens mal grob weiß, was ich denen machen kann. Den Pfeil und Bogen, aber das kann es hier wohl nicht sein, oder? Ich meine, grundsätzlich wäre es vielleicht sogar was sinnvoller wie das Schwert, dann mit dem Speer, weil ich dann mehr Reichweite habe. Ach, wenn der vielleicht insgesamt nicht ganz so viel Schaden macht. Aber das kann es hier nicht sein, wenn ich jetzt nur mit dem Pfeil schieße, da brauche ich ja 30.000 Pfeile. Das ist schon ein bisschen blöd, muss ich sagen. Rennen wir dumm um die Ecke. Dann kennen wir... Ach, da um die Ecke geht's gar nicht so wirklich. Was gibt's da? Grüne Scherb. Naja gut, brauchen wir die. Ich weiß nicht. Ja, aber das kann's wohl nicht sein. Alter, das ist halt... Ja, da ohne die Zacke, ne? Aber das kann's hier wohl nicht sein, dass ich jetzt mit dem Pfeil durchschießen muss und dann immer 20 Schaden pro Schuss mache. Das ist hier nichts. Also ist hier weniger wie nichts. Ist hier quasi gar nichts. Grüne Scherbe hat ich gekriegt, ne? Ich glaube 2. Ja, naja, gut. Weiß nicht. Aber vielleicht irgendwie. Ne, ich weiß nicht. Gibt's da auch Giftschade? Der sich vergiftet und gerade dran verrecken tut. Der zieht halt seine Arme auch so schnell wieder in. So, die schon relativ viel Schade machen, ne? Aber... Ach, jo, jetzt du da noch Lava vor mich machen. Das wird ja alles geiler. Ich bin halt schon weggesprungen, so ist nicht. Nee. Hat er das jetzt gesehen, wie er mich so ins Lava-Zeichen gedrückt hat?
Eigentlich wäre das so Großschwert geil, wo man einfach nur mit einem Schlag 80.000 Schade macht. Ja, hatte doch so irgend so ein Ding. Wie viel machen eigentlich die 150? Ne? Das ist mein Drache-Schwert besser. Aber jetzt normalerweise, also wenn ich die Waffe jetzt in 2 Hände nehme, dann habe ich doch quasi früher war das nur so quasi, also früher in anderen Dark Souls Teile, ne? Die Waffe, die braucht 50 Stärke. So, jetzt habe ich schon nur 29. So, wenn ich es jetzt aber in beide Hände nehme, dann hat man normalerweise immer nur die Hälfte von der Stärke gebraucht. Das ist aber scheinbar hier nicht so. Oder vielleicht zumindest bei der Waffe nicht. Kennt natürlich, wie sieht denn unser Kristallhellbade aus? Die ist hier wieder fit, ne? Sollen wir die Ammo inpacken? Plus 3, die scheinen schon mal aufgelevelt zu haben. Ach so, stimmt, jo, die hat ich aufgelevelt, damit sie wieder quasi ordentlich Schade macht, ne? Aber was für eine Waffe macht ihr jetzt mehr Schade? 275, ne? Und mein Schwertchen macht. Wo ist es dann? Das ist relativ weit oben, ne? 240, ne? Es macht halt schon ein bisschen mehr Schade, ne? Die Hellebarde. Die hat halt ein geiles Moveset einfach, ne? Weil die auch so ähnlich, weil die eigentlich das gleiche Moveset hat wie der Speer, ne? Vielleicht nicht ganz so schnell, ne? Aber macht halt davor auch mehr Schade. Solange du vorbeischlägst, hätte ich sagen, das ist in Ordnung. Aber du darfst den Arm nicht so schnell inziehen. Wo bin ich denn? Jetzt hat er mich wieder ins Feuer gedrückt. Dass so auch überall Lava sein muss. Hast du Scheißdreck. So, ich wollte mal... wo war denn der ganze Shit jetzt? Wie hat der geheißen? Nicht Schattemask. Ich glaube, du, die war's. Die Goldsaumgedöns. Irgendwie schwarze Goldsaumgedöns. Ja, das war das. Da ist wenigstens ein bisschen, aber das, so viel hat er es ja auch nicht ausgemacht. Das war ja hier vorhin gewesen, wo ich mal 20.000 Seele verloren habe, da hatte ich das Ding doch mir nicht auch noch an. Und da war ich, gelinde gesagt, ach, ruckzuck tot. Und barfuß läuft er ja noch immer rum, ne? Ja klar, dann, das zieht wie Sau, wenn er über Lava geht, barfuß. Jo, keine Ahnung. Naja, ein kleines bisschen besser ist es hier vielleicht schon, aber so viel jetzt nicht, ne? Du kannst ja auch springen, wie du willst. Du bist direkt dabei. Am liebsten wäre es mir jo, er geht einfach durch die Wand kaputt schwade. Macht er aber nicht. Traut er sich nicht, ne? Oder Schiss.
Oh, ich hatte gedacht, es hätte jetzt gleich geklappt, aber wie ich mir das vorgestellt hat. Das ist halt scheiße, weil du den nie treffen tust. Nicht ein Feier. Muss der dann immer in die Lava fallen? Kann der nicht nur mit seinem Arsch... Shit. Noch eine. Noch ein Schlag. Komm, noch eine. Noch eine. Treff den doch bitte mal. Warum kann der den da nicht treffen? Ist das dann so viel verlangt? Ich hab den doch anvisiert. Wenn das Anvisieren nicht funktioniert, dann brauche ich es auch nicht inzubauen. Gucke, wie kaputt mein Ding jetzt schon wieder ist. Noch 20 von 20. Ja, es geht ja noch. Und gedacht, jetzt hätte ich wieder nur noch 15. Das, also... Ich meine, der steht hier, du brauchst doch einfach nur seinen Fuß zu schlagen. Mehr brauchst du ja nicht zu machen. Ewig grad. Na, wäre er noch ein Schlag, wäre er tot gewesen. Aber ich muss sagen, du in der Mitte, das hat mir deutlich besser gefallen, wie dort vorne. Ich sehe nicht wieder nix. Nein, spring weg. Kannst du bitte... Jetzt ist er wieder tot. Nein! 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 Nenn doch jetzt a fucking... So, tot jetzt. Fahrt mit dir. Ich meine, so viel ausgehalten hat er nicht, aber der ist nervig wie Sau gewesen. Nervig wie Sau. Was gibt der Shit jetzt? Nehmen wir wieder unser normales Dinges hier. Hier unser Speer oder wie mir unser Langbow wie mir. Zack. Patch 1000. Naja, gut. Und jetzt? Müssen wir jetzt da rüber? Und da hinten kamen wir jo. Hä? Wahrscheinlich. Muss ich wieder durch die Lava hupsen. So wäre jetzt Leuchtfeuer muss sinnvoll, ne? Also jetzt im nächsten Raum. Er nimmt auch jedes Mal, nimmt er sie mit, die Lava. Jedes Mal nimmt er sie mit.
Jo, nimm vielleicht Schwert in die Hand, das wäre mir vielleicht schon lieber. So, Stijmo, meine Gebete wurden erhört. Jetzt pflanzen wir uns da mal schön hin. Und dann tun wir als allererstes mal aufsteigen. Stärke. Nein, ach, das habe ich abgebrochen, ne? Ich wollte ja eigentlich nochmal Stärke annehmen. So ist besser. So, Kollege, was bist du für einer? Bist du der Ritter der Kokosnuss? Nein. Du bist der Solarium oder wie er heißt. Why? After all this searching, I still cannot find it. Das tut mir aber leid. Why? After all this searching, I still cannot find it. Mehr als das warme Sprüchelchen habe ich jetzt nicht zu bieten, hä? Ja. Das hätte man sich auch gerne sparen. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt kennt man da die Wurzeln auflaufen. Da müssen wir als erst durch die Lava hupsen. Wäre vielleicht irgendwie ein Ring nicht schlecht. Hatte mir da nicht eben so ein Ring gekriegt. So komischer rustischer Ring hilft der nicht. Der macht der vielleicht immun gegen Lava. Reduziert Lavaschaden. Naja gut, dann werden wir den wohl nehmen müssen, ne? Ordentlich. Also ich hätte jetzt gedacht, naja gut, was, da wäre ich dann jetzt vielleicht statt 5 cm nur 2 cm kriege, aber das ist ja quasi jetzt so gut wie gar nichts. Was geht da drüber ab? Bist du was umsonst? Gibt's da was umsonst oder was? Steht so an, das Izalit-Gedöns da. Steht so an, das machen wir beim nächsten Mal, oder? So, Lava King 1 haben wir platt gemacht, Lava King 2 haben wir platt gemacht und Lava King 3 haben wir auch platt gemacht. Das heißt 3 Bossgegner. Die Seeleausbeute bei denen war zwar so ein bisschen überschaubar, aber gut, es hat für A2-Level gereicht, was will man mehr? Von daher war das, denke ich, trotzdem ganz erfolgreich. Und jetzt gucken wir mal, dass wir uns in dem Lavagebiet in Izalit noch ein bisschen weiter bewegen beim nächsten Mal. Und was wir dort noch alles Schönes entdecken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.